sitzt allein in ihrem Zimmer, es ist niemand da. Sie hält das Messer in der Hand und führt es an ihren Arm. Und es ist still, man hört nur wie sie leise weint. Ihre Mutter fährt zur Arbeit, sie ist ganz allein. Sie hat Angst und sie weint um alles, was sie liebt. Sie sitzt am Boden, neben ihr liegt nur ein Abschiedsbrief. Sie blickt nach oben und sie merkt, wie sie der Mut verlässt. Deswegen holt sie Luft, schließt die Augen, tut es jetzt. Der Schmerz, ein guter Freund, der übertönt die wahren Wunden. Sie tut es nicht zum ersten Mal, sie war schon paar Mal unten. Doch diesmal ist es ernst, nicht nur ein Hilfeschrei. Denn diesmal wird sie niemand hören, wenn sie um Hilfe schreit. Sie blickt zum Fenster, sieht kein Engel und sticht nochmal zu. Der Schnitt ist tief genug und plötzlich sieht sie Blut. Alles dreht sich, sie kriegt Panik, doch sie kämpft dagegen. Ab jetzt gibt's kein Zurück mehr, nichts hält sie noch am Leben. Warum gehst du, warum tust du mir das an? Warum konnte ich dir nicht helfen, du entgleitest meiner Hand? Warum gibst du auf? Warum hältst du dich nicht fest? Wieso ist gerade das der Weg, auf dem du mich verlässt? Warum gehst du, warum tust du mir das an? Warum konnte ich dir nicht helfen, du entgleitest meiner Hand? Warum gibst du auf? Warum hältst du dich nicht fest? Wieso ist gerade das der Weg, auf dem du mich verlässt? Und sie wird schwach, vor ihren Augen wird es schwarz. Sie blickt zum Spiegel, sieht sich selbst darin zum letzten Mal. Dann wird es dunkel und sie spürt, wie ihr Bewusstsein schwindet. Dann kommen Bilder und sie sieht sich selbst als Kind darin. Sie sieht ihre Mutter und ihre besten Freunde. Sie hört sich lachen, es erfüllen sich die besten Träume. Und sie ist glücklich, zum ersten Mal seit langer Zeit. Und ihr wird klar, sie war niemals wirklich ganz allein. Sie sieht ihr ganzes Leben und es ging viel zu schnell. Sie hat noch viel zu sagen, doch das Licht ist viel zu grell. Und dann wird es Zeit, sie muss jetzt Abschied nehmen. Doch alles hält sie fest und sie will jetzt noch nicht gehen. Mit letzter Kraft spricht sie ihr letztes Gebet. Sie hofft darauf, dass dieser Gott sie versteht. Sie will nicht gehen, sie weiß jetzt, sie will leben. Und ihr wird klar, dass es dafür jetzt zu spät ist. Warum gehst du, warum tust du mir das an? Warum konnte ich dir nicht helfen, du entgleitest meiner Hand? Warum gibst du auf? Warum hältst du dich nicht fest? Wieso ist gerade das der Weg, auf dem du mich verlässt? Warum gehst du, warum tust du mir das an? Warum konnte ich dir nicht helfen, du entgleitest meiner Hand? Warum gibst du auf? Warum hältst du dich nicht fest? Wieso ist